Ein stinkendes Loch des Bösen. Bedeck deine Nase, Bo, denn wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Genau, Minsk. Und du damit hallo, ihr liebe Leid. Und hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen Uf Pelzig. Ja. Ich würde sagen, hier können wir gleich mal was reißen. Aber dafür müssen wir uns mal ein bisschen ausruhen. So, da können wir nämlich gleich was Fieses machen. Ich weiß nämlich, dass da ein paar kleine fiese Gegner auf uns warten. Und dann jagen wir jetzt erstmal einen Feuerball rein. Viel Spaß damit. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Da ist der Illich, und zwar nicht der Bata Illich. Aufgepasst, Kumpels, wir kriegen Gesellschaft. Gefangene. Ihr habt da den falschen Weg verwischt. Das steht fest. Illich und seine Jungs werden euch aufhalten. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, der wird vernichtet. Ufse Kumpels, keine Gnade. Platsch. Verstanden. So. Jetzt sofern möglich alle auf Fernkampf. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Okay. Nö, ich glaube, die greifen erstmal nicht an. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal heimlich durch rein und meucheln, was es noch zu meucheln gibt. Mist, komm schon. Abdel Adrian, das kriegst du hier. I believe in you. Sehr gut. Okay, da haben wir einer. Da ist der normale Duergar, das sind die Grauzwerge, die Böse. Der Bata Illich ist schwer verletzt. Duergar und Magier. Um den Magier kümmern wir uns zuerst. Den ich nämlich sage, ihr Schwerter statt Wörter. macht genau das und attackiert den Duergar hier. Meine Und Klinge du wird euch schon zurechtstutzen. meuchelst den. Zack. Dreifacher Schaden durch hinterhältigen Angriff. 34 Schadenspunkte verursacht. Und er ist tot. Dafür ist der absolut hervorragend geeignet, der Meuchler. Wenn Kampf der einzige Ausweg ist, dann sei es die Dienerin der schon Ja, Hera kann hinterher. Dann. Wow, Abdel Adrian hat ihn schon gekillt. Wisst was? Dann attackieren wir jetzt so. Der rennt sowieso nur die ganze Zeit rum wie ein närrisch Hinkel. Und wenn der Minsk nicht verwischt, zufällig in einer Nahkampfattacke. So, okay. Ja, Minsk hat ihn zufällig erwischt. Sehr gut. Also alle jetzt auf der Bata Illich zum Schluss. Ja, das gefällt mir wohl nicht so gut. Ohne Minsk hat ihn abgestochen. Diese Zwerge, die uns angegriffen haben. Ich habe was über sie gelesen damals in Kerzenburg, als ihr den Unterricht geschwänzt habt. Duergar, glaube ich, etwas Böses. Es würde mich also nicht wundern, wenn sie für unseren Entführer arbeitet täten. Er toleriert andere Wesen um sich, oder sind sie für ihn nur Packesel mit erweiterter Fähigkeiten? Ich bezweifle, dass er sich um mehr Sorge macht, als um die Qualität von seinem Messer. Er hat viele Messer. Wir werden wohl ein paar Namen der Fu bleiben. Scheint bei euch nicht anders zu sein. Als ob ich daran nochmal erinnert wäre müsst. Abdel Adrian, es ist mir egal, welche Kraft der Kerl glaubt, ihn euch wecken zu können. Er ist krank, durch und durch krank. Wir sollten nie mehr zurückblicken. Ja. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wenn wir das machen täten. Ich hoffe, das bringt was. Jetzt gucken wir uns aber erstmal um. Da haben wir noch ein paar Schleuderkugeln. Das ist natürlich auch sehr praktisch für Yahera in dem Fall. So, zack und zack. Mehr wird sie wahrscheinlich eh nicht verwenden. So viel auf Fernkampf werde ich die eh nicht drücken. Ah, da ist was Schickes dabei. Ja komm, wenn wir es jetzt schon dabei haben. Wenn wir es jetzt schon dabei haben, kriegt sie auch das. So, zack und zack. Und was haben wir dann da? Kettenhemd des Todes plus 2. Kettenhemd plus 2, Kettenhemd des Todes. Ein Magier kann sich als äußerst effektiver Mörder erweisen, wie Vorusta bereits vor 400 Jahren bewiesen hat. Er erschuf Kriegerskelette, die er mit dieser verzauberten Rüstung und einer mächtigen Klinge ausstattete. Dann gab er dem auserwählten Ziel ihren Reif der Macht als ein wohlwollendes Geschenk. Nachdem die Tötungsmaschine ihre Arbeit erledigt hatte, sammelte Vorusta die Ausrüstung wieder ein und begann das Werk von Neuem. Das Ding hat eine Rüstungsklasse von 3, das ist echt nicht schlecht. Und das hier hat eine Rüstungsklasse von 4. Das heißt, wir verbessern uns hier um Enna. Und Yahera, ja gut, Schienenpanzer, komm, dann können wir genauso gut fortschmeißen. So viel sind die Dinger jetzt auch nicht wert. Und der hat hier noch was für uns. Eicheln. Das sind die magischen Eicheln der Dryaden, die ihr dem Duergar-Anführer Illich abgenommen habt. Gut, die behalte ich jetzt erstmal bei mir. Man weiß ja nie. Wenn man die Dinger mal gebrauchen kann.
Außerdem hat der Magier noch was. Der hat einen Heiltrank. Den nehme ich doch liebend gern an mich. Und den kann ja Hera erstmal haben. Gut. Dann ist da noch was. Jawohl. Und da haben wir auch noch ein bisschen Clay kruscht. Sodela. Dann. Da müssen wir nichts knacken. Das ist schon oft. Da ist noch ein Zauber drin. Der Rest ist Müll. Den können wir nicht mal für teuer Geld verkaufen. Und das bringt uns wenigstens Erfahrungspunkte ein. Ah, sehr schön. Konzentrierte Heiltränke. Da kriegt Abdel Adrian auch mal ein bisschen was davor ab. Weil ich meine, dafür, dass er ein Schurke ist, hat er ja Konsti von 18, während Minsk als Waldläufer bzw. Krieger Konsti von 16 hat. Kann man gucken, 84 hat er und er hat 64. Ja, das ist schon heftig. Aber der Waldläufer, der steigt halt mit ein bisschen mehr in die Geschichte ein. So, da ist noch was. Ja, da ist noch Müll drin. Und hier auf dem Krusteldich ist auch nur Müll, oder? Ja, stinknormale Krummsäbel, alles klar. Da auf dem Krusteldich ist noch was. Und ein Kurzbogen, den nehmen wir auch gern. Dann hat nämlich auch die Imoen noch eine Fernkampfwaffe. Zack. Dann kann die nämlich auch so kämpfen. Das ist doch nicht verkehrt. So, was war da dann noch? Nee, sonst war da nichts Interessantes mehr. Allerhaupt. Ich kümmere mich drum. Genau, ich kümmere mich drum. Ist schon geschehen. Jetzt gucke ich mich hier nochmal um, weil da gibt es, glaube ich, noch was auf dem Weg. Jawohl, eine Falle wurde entdeckt. Und wir erinnern uns, wir haben hier noch das Ding. Damit kann man angeblich zum Djinn, hieß es ja, bei den Gefangenen. Ja. Was, jetzt ist das Ding fort. Und wir haben Schwein wie Sau. Allerhaupt, aber da ist immer noch ein Gang, den es zu erforschen gilt. Uiuiuiui. So. Wenn Kampf der Einzelnen... Alle drauf. Schön. Und hier. Ihr drückt der Hebel von der Maschine. Der Dämon, der in dem Kreis steht, wirkt aufgeregt. Die magische Batterie, die ihn umgibt, wird deutlich schwächer. Wenn man das Rad noch weiter dreht, verschwindet sie vermutlich ganz. Und der Dämon ist ein Cambion. Er drückt der Hebel und der ganze Raum wird von einem Summer erfüllt. Die magische Barriere rund um den Dämon verschwindet. Die Kreatur stößt sicher aus und beißt die Zähne lautstark aufeinander. Allerhaupt. Komm schon. Ja, Mann. Ja, der macht schon ordentlich Schade, muss man sagen. Das ist gerade kein schwacher Dämon. So. Aber er ist auch kaputt. Und lost 6000 Erfahrungspunkte zurück, 146 Münze. Und noch ein Bastardschwert. Das gucken wir uns auch gerade mal an. Müssen wir jetzt so identifizieren. Bastardschwert plus 1. 2W4 plus 1 macht's an Schade. Und ich glaube, Minsk war in Bastardschwerter geschult, wenn mich alles täuscht. Nee, Zweihänder, Streitkolben, nee, okay. Dann ist es aber auf jeden Fall etwas, was wir Schäfer kaufen können. Sehr gut. Okay, ansonsten hat er nur Schampel gehabt. Das heißt, jetzt geht's erstmal durch rein. Allerhopp. Immer das Rumgehetze hier. Komm. Güdele. Jetzt sind wir in einem neuen Gebiet. Das sieht sehr seltsam aus. Ja, ich werde kaum der Rede wert. Ja, und du wirst unbemerkt zuschlagen, das ist mir klar. Aber du machst hier Steifelchen mit dem Scheifelchen fertig, und zwar der Luftmephit. Und? Sehr gut, mit M-Schlag 31 Schade verursacht, ungekillt. Minsk vor. Immer Minsk Sag auch mir, was zu tun ist. Das Böse. Das macht Spaß. Was, Bo? Haben wir ein bisschen Platz, dann können die andere Meine Achtbruchschlager. Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Erlaub. Ja, es ist ein bisschen blinde Kuh mit einer Luftmephite, mit einer Nebelmephite, weil die können zwischendurch auch mal blind machen. Gott. Das hat soweit geklappt. Keine Probleme, Geber. An denen ich ja was sage. Auf euren Befehl. Ihr Auf geht's. Mädler, ihr macht mal auf Fernkampfwaffe. Und dann geht's auf Dendo. Auf der Luftmephit wieder. Erwischt. Aha. Hat einen kritischen Schade sogar gemacht. Weißt du was? Die Dinger geben wir doch gerade mal ihr.
Da hat sie nämlich auch noch ein bisschen mehr im Köcher. Okay, da ist der nächste. Der Rauchmephit. Da ist er. Dich mache ich platt. Ja, verletzt. Dem Tode nah. Und ja, Hera hat es niedergemacht. Und Abdel Adrian hat die Stufe erhöht gekriegt. Sehr, sehr geil. Das heißt, das gucken wir uns nochmal direkt an. So. Er ist jetzt Meuchler der Stufe 9. Das heißt, da ich Meuchelmörder bin, kann ich hier nur 50 statt 25 vergeben. Den ich aber sage, es werden erstmal 5 wieder auf Schlösseröffner gemacht. Weitere 5 auf Falle finde. Und komm, wir hauen die 100 voll. Haben wir Schlösser öffnen mal ziemlich hoch gepusht. Und ja, jetzt ist er Meuchelmörder Stufe 9. Besondere Fähigkeiten hat er auch noch gekriegt. Er kann jetzt öfter Waffe vergiften. Und zwar 3-mal insgesamt. Sehr praktische Fähigkeit, die muss ich auch mal einsetzen hier. Ich glaube, ich habe auch hier schon direkt die nächste Gelegenheit dazu. Hier haben wir einen Zauber Luftelementar beschwören von Grad 6. Der ist nicht besonders gut, um ehrlich zu sein. Deswegen kann ich den hier verpulvern. Und sie kriegt deswegen, beziehungsweise die ganze Gruppe, kriegt deswegen 6000 Erfahrungspunkte. So. Okay. Okay. Ich warte. Gerade nochmal gucken. Waffe vergiften ist schon relativ praktisch. Steht Sache. Du gehst vor wieder. Die Idee, das mir zu übertragen. Ganz langsam. Jeder stürzt dich in So. mein Schwert, Böses, solange du noch kannst. Okay. Denn Minsk wird dir keinen solchen Wenn er einfachen trifft, Tod ist es sehr gönnen. praktisch. Dampf, Feuer, Rauch. Ich glaube, der ist es, den ich treffen sollte. Der Feuermephit. Der ist der lästigste. Hopp, bitte triff. Sehr gut, aber vierfacher Schaden macht er jetzt. Oh, scheiße. Das war nicht so klug. Mit dem Schwert zu leben Das war heißt nicht sehr gut klug, ja. und lang zu leben. Ich muss ihn heilen, bevor er zerschnetzelt wird. Jetzt aber hoppla. Jetzt zählt's. Ich glaube, der Zauber ist unterbrochen. Nee, Quatsch, der Zauber hat's durchgepackt sogar. Wir es kurz und schmerzhaft. Wo ist er dann? Da ist er, der Feuermephit. Okay. Ich bin bereit. Ja, Hera, du musst in den Nahkampf und heil dich mal. Aber gerne. So, aber gerne, genau. Ich warte. Alle auf den dappische Feuermephit. So, als nächstes auf der Rauch. Boah, Mann. Und jetzt vergift mal deine Waffe. So, das wird jetzt dann hier als Kann-Waffen vergiften Ja. markiert. Jetzt machen wir den Luftmephit als nächstes platt. So, weil wenn er trifft, dann gibt es ordentlich Schaden. Komm schon. Okay. Ihr macht weiter mit dem hier. Den kann Imoen immer noch abschießen. Heil dich. Sehr gut. Ich warte. Jetzt auf der Was Dampfmephit. los? Und sie macht bei der Edendo fertig. So, noch ein Heiltrank-Zischer. Ich hoffe, das bringt was. Ja. Und jetzt alle auf Dendo. Okay. Puh. Und ja, Hera hat eine Stufe kriegt. Sehr schön. Machen wir noch gleich mal. Zusätzliche Priesterzauber 1, 2 und 5. Und sie hat nochmal 6 zusätzliche Trefferwürfel gekriegt. Das ist sehr praktisch. Und Abdel Adrian hat es auch sehr hoch gehauen. Der war bei 64. Das heißt, er hat 8 zusätzliche nochmal gekriegt wegen seiner Konsti. Das ist schon ziemlich heftig. Okay, da können wir nochmal leichtes Wundenheilen dazu hauen. Da könnten wir Feuer-Kälte widerstehen, packen wir da jetzt mal rein. Und auf Stufe 5 machen wir Tote erwecken. Das ist sehr, sehr praktisch. Sag mir, was zu tun. Ich kümmere mich drum. Okay, sehr gut. Dann gehen wir jetzt da weiter. Und das sieht auf der Karte einfach nur so geil aus. Ich warte. Sehr schön, da gehen wir jetzt auch Schon hier. geschehen. Huch, was passiert denn hier? Der Genie haben wir rausgeholt. Sie meinen wahrscheinlich Djinn. Ne? Ich bin eingesperrt. Was machst du? Wer seid denn hier? Achso, ich verstehe. Kaum ist der Meister fort, habt ihr es geschafft, euch in Schwierigkeiten zu bringen. Wer seid ihr, dass ihr in einer Flasche eingesperrt seid? Als Sklave kalte, wäre eine treffbare Umschreibung. Ich wurde heim auf der Luftebene von einem Zauberer gefangen genommen. Er hat mich in die Flasche gesperrt, damit ich seine Sache bewach. Ach, etwas von euch.
Ihr habt etwas, was mir erklärt? Ja, ein Gegenstand von Macht, der immer noch eine Spur von eurem Duft trägt. Irgendetwas ist merkwürdig an der Spur, die auf dem Ding hinterlässt. Na, aber egal. Können aber den Gegenstand geben? Wenn ich die Macht hätte, euch das Ding zu geben, würde ich's tun, aber die Kraft, die mich gefangen hält, die ist stärker. Solange ich in der Flasche gefangen bin, bin ich im Bann vom Magier. Wenn ihr einen Weg findet, mich zu befreien, dann werde ich euch die Waffe aber geben. Das hört sich noch ein fairer Handel an. Wie finde ich einen Weg, euch zu befreien? Die Flasche, in der ich gefangen gehalten bin, ist eine magische Schöpfung. Die ist unzerbrechlich, solange sie getrennt ist von ihrem Ebenbild, der richtige Flasche. Ihr müsst die Originalflasche finden und sie mir zurückbringen. Wenn sie erst schon in meiner Hände ist, kann ich den Fluch brechen und fliehe. Wo kann ich denn die Flasche finden? Er wird die Flasche bei sich tragen. Der Meister wird sie nicht riskieren sehen, dass sie in andere Hände gerät. Vielleicht bewahrt er sie in seinem Zimmer auf oder bei seiner Triade-Konkubine. Vielleicht hin sie auch die Golems. Ich kann den Standort von einer Ebene aus nicht genau bestimmen. Ihr werdet noch suchen müssen. Kommt zurück zu mir, wenn ihr sie gefunden habt. Dann werden wir unsere Befreiung gegen Waffe einlösen. Okay, das klingt doch recht fair. Da haben wir jetzt die Queste kriegt. Freiheit für den Djinn. Hervorragend. Gerade noch mal das Inventar checken. Ich würde sagen, ich gebe mal die Dinger ganz kurz an Minsk weiter. Der kann dort mit eh nichts anfangen, weil ich wäre jetzt mit ihm ziemlich viel Platz brauche. Ich habe soweit eigentlich alles aufgeraumt, was ich wollte. Deswegen ist jetzt nur noch der Endeweg übrig. Wir haben jetzt auch schon zweimal von Triade gehört. Und die gibt es tatsächlich hier im Irenicus Dungeon. Aber das ist in dem Gebiet, was noch unerforscht ist. Aber ich denke, der Weg ist gerahmt soweit. Du reichst dicke, wenn ich ihn alle hier jag. Weil der Weg ist halt mal wieder Reise nach Jerusalem. So, jetzt zisch dir mal das Ding hier rein. Wenn es denn sein muss. Das Schnelligkeitsöl. Sagt mir, Dann was hat er zu nämlich tun ist. Hast. Und dann seht ihr, die Bewegungsrate ist deutlich schneller. Da ist noch einer. Säckel. Egal. Der macht nichts. Der macht mir schon nichts. So, jetzt gehen wir dort hier erst einmal. Machen hier wieder die der zu. Das Vieh kann nämlich nichts aufmachen. Und dann kümmern wir uns auf dem Rückweg. So. So ist da was. Mich. Bitte helfen uns. Ja, helft uns. Befreit uns. Jetzt mal langsam. Wer seid ihr? Was geht hier ab? Wir sind sein Besitz. Sei Diener. Sei Konkubine. Bitte helfen uns. Ja, wie kann ich euch dann helfen? Wenn er flieht, müssen wir unser Eicheln zur Königin bringen. Berichten er von unserer Notlage in dem Versteck von der Kreatur. Bringt's zur Feekönigin, die weit im Süden von der Windspeerhügel... Windspeer, genau. Windspeerhügel lebt. Das wird unsere Erlösung von dem Irenicus und seinem Kerker sei. Name hat derjenige, der uns gefangen genommen hat, obwohl ich seine Motive immer noch nicht verstehe. Bringt sie zur Feekönigin... Quatsch. Das wollte ich doch auswählen. Wir sollten ihm Gefühle beibringen, aber er ist innerlich leer. Ich bin mir nicht sicher, was er erwartet. Zumindest kennen er uns seine Pläne vereitler. Wenn er die Eicheln zur Feenkönigin bringt, kann sie unsere Bäume wieder wachsen lassen und uns befreien. Ich werde euch helfen, wenn ihr mir helfen. Ich suche noch eine Flasche, um einen Djinn zu befreien, der in einer Erdebene gefangen ist. Habt ihr was gesehen? Die Hände so eine Flasche, wenn ihr euch bereit erklärt, unsere Eicheln zur Feekönigin zu bringen, werden wir sie euch geben. Wenn ihr unser Eicheln zur Feenkönigin bringt, kann sie unser Baum wieder wachsen lassen und uns befreien. Sie lebt am südlichen Ende von der Windspeerhügel. Wenn ihr das für uns machen? Ja, Mama, Tausch, oder? Danke, hier ist die Flasche. Aber er hat unser Eicheln an sich genommen. Er kennt unsere Pläne. Sie amüsieren ihn. Er hat unser Eicheln bei Illich gelassen. Illich ist gemein. Ich glaube, ich hab die Eichler, von denen ihr retten. Ihr habt etwas Edles für uns getan. Bitte bringt die Eicheln zur Feekönigin, die südlich von der menschlichen Siedlung Handelstreff lebt. Wir werden euch helfen zu entkommen. Ihr müsst mit Hilfe von der Portale hoch ins nächste Stockwerk vom Komplex reisen. Auf die Art und Weise reist auch Irenicus. Die Portale werden durch einen bestimmten Schlüssel ausgelöst. Er benutzt ihren Schlüssel. Denn ihr müsst wissen, er liebt sie immer noch. Er lässt ihren Raum genauso wie er war, doch er wird bewacht. Wir gehen manchmal hier und gucken uns ihr Sache an. Möge der Wald stets ein Pfad für euch öffnen. Sehr schön. Das gab jetzt auch 9500 Erfahrungspunkte. Und ja, irgendwas scheint ja nicht zu stimmen mit dem Kerl. Wenn der Dryade hier gefangen hält, die ihm die Liebe beibringen soll oder Gefühle beibringen sollen,
Als er durch den Durchgang treten, ertönt ein Alarm und verstummt dann abrupt. Das hätte jetzt die niedere Lehmgolems herbeigerufen. Und hier wimmelt's von Falle, wie man sieht. Das sind seine persönliche Räume. Und der gute Mann ist etwas paranoid. Gibt's noch ein paar Sachen? Flasche und Flaschegeist. Die Flasche stellte exakt die Kopie von Malaks Flasche dar. Eine Sache, die man noch nicht identifizieren können. Und ein konzentrierter Heiltrank. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Halligosch. Entschuldigung. So, jetzt mache ich hier frei. Aus dem einfachen Grund, weil hier der Portalschlüssel drin steckt. Und der kann nicht abgelegt werden. Das heißt, wenn ich den benutze, ist der wieder fort. Und mich stört es einfach immens, wenn du irgendwo in der Mitte ein Loch ist. Ich glaube, wenn ich den irgendwo anders Team mache als du, ist da ein Loch und den Slot kann ich dann nie verwenden. Das ist etwas dämlich. So. Werden wir noch Monster herbeirufen und was ganz, ganz, ganz Tolles. Trank der Meisterdiebeskunst. Gibt 40% Bonus auf Schlösser öffnen und Taschendiebstahl und hält 3 Stunden lang. Sehr, sehr praktisch. Und du hast noch einen Edelstein für einen Griff. Die Herkunft von dem Edelstein ist ein Rätsel für euch. Er wechselt ständig seine Farbe von hellen Blautöne über Violett zu Schwarz und sogar zu verschiedenen Grautöne. Er war ganz offensichtlich Selemols Teil von einem Schwertgriff. Vielleicht kehrt er sogar zum ganz bestimmten Schwert. Und das werden wir dann auf jeden Fall auch noch identifizieren. Und da haben wir noch was. Und ich glaube, das war's jetzt auch hier in den Räumlichkeiten. Genau. Alle hopp. Dann gehen wir wieder zur Map. Zum verschlossenen Portal. Das Dumme ist halt, wenn man das Gebiet wechselt, sodass immer gespeichert wird, muss die ganze Gruppe versammelt sein. Anders geht's leider echt nicht. Ach, Moment mal. Ich weiß, da war was. Ich habe die der zugemacht, ich dapp es. So, wegen dem Mephit. Aber macht nix. Da ist er schon. Da ist er schon, der Kopf, der Knet. Ja, machen fertig. Bleib doch mal stehen. Gut, 6 Schadenspunkte. Komm schon, du bist unter Hast. Du hast doppelt so viele Angriffe. Hopp. Abdel Adrian, enttäuscht mich jetzt nicht vor der ganzen Leid. So, 6 Schadenspunkte nochmal. Der ist verletzt. Vampirgriff haben wir noch parat. Sehr schön. Das ist auch ab und zu nicht schlecht. Das hat 20 Schadenspunkte verursacht und ihn noch ein bisschen geheilt. Das kann als sehr praktisch sein, so Dinger. Das ist halt je nachdem, was man ist. Böser Charakter hat dann immer so bösartige Dinger. Alp, das verursacht Furcht. Entzug von Lebenskraft macht dasselbe. Und der Vampirgriff ist etwas stärker. Dazu könnte ich auch noch theoretisch Falle stellen, aber das habe ich eigentlich nie machen müssen, weil das eigentlich relativ unnötig ist, wie ich fand. Okay, jetzt gehen wir zu dem guten Malak. Ja, ich kümmere mich drum. Und nehmen das Ding mit. Die Flasche, die haben wir jo. Moment. Okay, der ist schon zu weit entfernt. Der ist schon zu weit weggejockelt. Sagt, ich warte. Da kommt er schon. Ach Gott, flitzt wie noch was hier, der Halbling. Da ist er. Schon geschehen. Ich spüre, dass ihr die Flasche habt. Lassen uns den Tauschhandel vollziehen. Endlich, ich bin frei. Hier sind euer Sache, Fleischling. Ihr seid der Ehre wert die Person und ich habe das Gefühl, ich sollt euch warnen. Halten euch vom Meester fern. Das heißt, ich habe jetzt was gekriegt, wurde für die Flasche eingebüßt und habe 15.000 Erfahrungspunkte für die Gruppe gesammelt. Er wird euch vor eurer Flucht bestrafen und euch dafür töten, dass ihr seinen Djinn-Sklave befreit habt. Wenn euch euer Leben lieb ist, fliehen aus seiner Gruft. Leben wohl. Ja, bitte. So, jetzt haben wir das auch noch hingekriegt. Sehr, sehr geil. Also heute sind wir definitiv gut im Zeitplan, finde ich. Und das gebe ich jetzt doch gleich mal weiter, genauso wie das hier. Abwehrarmbänder RK8. Das heißt, wenn man keine Rüstungsklasse 8 hat, oder generell ohne drunter, kann man die Teile anlegen und in dem Fall hat sie wirklich was gebracht. So. Das identifizieren wir mit einer Schriftrolle. Gleich wieder zurück an die Ahera. Das Ding geht gleich mal an Minsk zur Verwahrung. Griff des Ausgleicher. Das Teil des Ausgleichers.
Dies ist ein Teil des Ausgleichers. Diese mächtige Langschwert wurde vor langer Zeit als ein Werkzeug geschmiedet, um das Gleichgewicht der Kräfte im Universum zu wahren. Es ist auch als das Schwert der Neutralität bekannt und richtet mehr Schaden an, je weiter die Gesinnung des Ziels von einer absolut neutralen Gesinnung abweicht. Angeblich wurde der Ausgleicher zuletzt vom Elfenheld Alain Grünblatt geführt, der bei einer Expedition ins Unterreich verschwand. Es gibt auch noch andere Gerüchte, die besagen, dass der Edelstein vom Griff des Schwertes von einem entflohenen Sklaven gestohlen und wieder an die Oberfläche gebracht wurde. Ja, und den Hammer offensichtlich. So, das geht noch an dich, das geht auch noch an dich. Den behalten wir jetzt erst einmal. Zack. Und du Hammer Chaos Schwert +2. Sarevoks Schwert des Chaos. Die Klinge gehörte einst Sarevok, Abdel Adrians Bruder. Er schwang sie im Kampf im fernen Baldurs Tor. Abdel Adrian behielt die Oberhand, vernichtete Sarevok, vereitelte seine Pläne und verhinderte einen blutigen Krieg an der Schwertküste. Die Magie des Schwertes kann man nicht wirklich einordnen. Vermutlich wurde es speziell für Sarevok angefertigt, der hoffte, mit dem Schwert die höllischen Energien zu kanalisieren, deren Kontrolle er anstrebte. Seit seinem Tod hat das Schwert einen Großteil seiner Macht verloren. Besondere Fähigkeiten: Wird ein Gegner von dem Schwert getroffen, verliert er einen zusätzlichen Trefferpunkt und der Träger des Schwerts wird um einen Trefferpunkt geheilt. Dadurch kann er aber nicht mehr Trefferpunkte erhalten als sein Maximalwert. Und das ist eine +2 Waffe, ziemlich starkes Ding. Und das kriegt jetzt erstmal Minsk, weil er hat schon stinknormale Zweihänder gehabt. Ja, wenn es denn... Und das ist jetzt um 2 Stufen eigentlich verbessert, also schon ziemlich heftig. Alle hopp, dann gehen wir jetzt mal dort hier. Gute Idee, das mir zu übertragen. So machen wir das. Da gehen wir jetzt hier. Sagt mir, was zu tun ist. Der Halbling wichtelt voran. Und dort dürfte jetzt eigentlich keine hässliche Überraschung mehr auf uns warten, denke ich. So, Della. Dann ist nämlich der Teil vom Irenicus Dungeon abgeschlossen. Es gibt insgesamt 2 Teile, so viel kann ich zumindest mal verraten. Und der erste Teil vom Irenicus Dungeon ist jetzt abgeschlossen, also das Ganze hier. Das hat's schon in sich, muss ich sagen, wirklich. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage Sprecht zu. frei heraus. Na toll, die ist mal wieder irgendwo dagegen gerannt und die anderen waren genauso schnell wie sie. Da ist sie irgendwo dagegen gelatscht und ist der ganze Weg wieder rückwärts rüber gestolpert. Super Sach, super Jahera, ganz gut gemacht. Ach du liebes Herr Gettel. Nein, Hätte ich auch gemacht. du sollst nicht do rumlatschen, du sollst do hingehen. Also manchmal sind die NSCs so richtig dumm. Okay, noch einmal. Jetzt sind wir in etwa dort, wo wir hier wollten. Dann gehe ich jetzt wieder dort hier. Die 2 sind schon an Ort und Stelle. Das ist gut. Ich warte. Ja, ich warte wirklich. Okay. Aldo bis auf Yahera. Komm, der Rede wert. Und dann dort hier mit uns. So. Müssen wir jetzt alle ganz dicht dran sein. Und dann geht's hier weiter. Zup. Uah. So wohnt diesem ganzen Wahnsinn doch ein wenig Vernunft inne. Wenn ihr also nicht mit dem Bösen im Bunde seid, das an diesem unheiligen Ort beheimatet ist, so bietet euch Yoshimo seine Hilfe an. Unter Umständen liebend gern, weil der Typ Kopfgeldjäger ist und wäre ein reiner Schurke. Aber der uns im 4. Kapitel oder wann verrät und dann nicht mehr zur Verfügung stehen wird für die Gruppe, muss ich an der Stelle sagen, nee, der kann nicht mit in die Gruppe rein, weil dafür habe ich ja auch extra meinen Charakter gemacht, weil es sonst gescheite Schurke-Charaktere hier gibt im Baldur's Gate. Wir dienen keinen Bosenmagier, nein, mein Herr, aber Bo beobachtet euch mit Misstrauen, kleiner Mann. Wie kommt es, dass ihr hier seid? Noch nie habe ich Bos Schnurrhaare so zittern sehen. Ich weiß genau, wie ich hierher gekommen bin. Wie ihr vermute ich. Ich versuche rauszukommen, aber bei meiner Versuche wurde ich verletzt. Ich halte nicht viel von einem Krieger, die während dem Kampf nicht auf sich selber aufpassen können. Also, fort mit dir. Vielleicht sollten euch die Gefahren von dem Ort alle stellen. Vielleicht wird Yoshimos Dilemma dann nicht so komisch erscheinen. Ja, ich gehe jetzt. Ich wünsche euch viel Glück dabei, den Ort zu überleben. Ich wäre überlegen, wenn ich den kluge Pfad nehme. Stürm da voraus. Nee, ich werde überlegen, wenn ich den kluge Pfad nehme. Stürm voraus und schlag ne Schneise. Ich werde euch folgen, sobald ich mich ein bisschen ausgeruht habe. Wenn ihr noch Erdkackler kommen sollten und Hilfe bräuchten,
Finde mich in der Kupferkrone, Kneipe von einiger Berühmtheit. Vielleicht, ja, trotzdem zur ersten Warnung. Im nächsten Zimmer befinden sich 4 Portale. Aus jedem von den Portalen kommt ein kleiner, gackerndes Scheusal, was versucht hat, mich umzubringen. Die kleinen Biester kommen laufen durch die Portale. Vielleicht könnte man die Bestie, die du bereits durchkommen sind, erledigen, wenn man erstmal die Portale zerstört hat. Und noch eine Sache. Ihr werdet bald eine große Halle finden, in der sich mehrere auf Sockeln befestigte Zauberstäbe befinden. Wenn er an den Zauberstab vorbeigeht, wird er möglicherweise umgebracht. Die Zauberstäbe sind in den Sockeln befestigt und ihr täten gut rat, die Schlüssel zu finden und die Zauberstäbe rauszunehmen, ehe ihr durch die Halle gehen. Und noch einmal, leben wohl. Ja, Zieleine Verräter. Ich hoffe, das bringt was. Nee, sorry, aber für Verräter habe ich wirklich nicht besonders viel übrig und das hat mich beim ersten Mal so geschockt. Ah ja, genau, die Zauber kann ich auch noch übertragen. Okay, außerdem. Das hat mich beim ersten Mal so geschockt, weil ich gedacht habe, boah, ja, geil, ein richtiger Schurke mit dabei. Könnte selbst hier Einzug finden, wenn der Ort nur gereinigt und das Gleichgewicht zurückgebracht würde. Genau, ja, Hera. Und ich habe echt nur gedacht, boah, geil, ein richtiger Schurke, nicht irgend so blöd die Mischklasse. Und dann verrät er ihn gnadenlos und man steht ohne Tod. Das ist so richtig ranzig. So, dann machen wir die Morei. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. Gut. Minsk, du kümmerst dich um die Portale. Hier kommt die Gerechtigkeit. Allerhaupt Alsruf. So. Minsk ist bewusstlos gerade. Boah, scheiße. Der Natur ist bereit, Nur mit Tränke. wenn es von Okay. Nutzen ist. Abdel Adrian hat das Portal gekillt. Und dann machen wir da weiter, wo der Minsk Nächstes Mal. aufgehört hat. Sehr gut. Und als weiter. Als weiter. Erwischt. Das ist der Magma-Mephit und das ist der Strahlung. Okay, Strahlung ist ganz dahinter. Sehr schön. Die bringen 5000 Erfahrungspunkte. Nicht verkehrt. Jeder spürt Gott. die Hand der Gerechtigkeit. Okay, als Hoff. Ruf und Wetter. Ah, Hauptsache haben wir bald. Minsk. Bösewichter. Einiger auf den Durchmarsch. Und hopp. Den packen wir. Sehr schön. Und Imone hat auch noch eine Stufe erreicht. Ich warte. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal meinen Halt. Ja, da haben wir schon eine ordentliche Rambazamba hier gehabt, merke ich. Jetzt erhöhen wir noch Imone, die kann als Magierin noch aufsteigen. Und die kriegt jetzt die ETW 0 um 1 reduziert und noch 1, 2, 3, 4, 5 Magierzauber von der Stufe und Stufe 5 sogar 2. 6 Trefferpunkte hat sie auch noch gekriegt. Sehr, sehr schön. Mal gerade mal identifizieren, können wir noch eine Reihe machen. Machen wir noch einen Melf-Säurepfeil mit rein. Dann machen wir einen Feuerball noch dazu. Da können wir... Erweiterte Unsichtbarkeit ist eh egal. Und da machen wir Beherrschung und Brescherei. Bresche ist sowieso ein sehr cooler Zauber für spätere Verläufe vom Spiel. Ich warte auf euren Befehl. Ah jo, wie wir alle. So, jetzt heile erst einmal eine Runde. Wo sagt, ja Okay, bitte? hat der überhaupt Zauber? Ne, noch nicht. Okay, Ja, dann die Sache, du heilst noch einmal, der Held. Und dann heilst dich selber noch einmal. Ein stinkendes Loch des Bösen. So, und noch einmal. Denn hier werden keine Spalte unerforscht lassen. Ich finde es auch immer so geil, wie die dann immer die Zaubersprüche auf Sachen so geil gemacht. Aber aller Hopp, ihr liebe Leute, ich jetzt sage, an der Stelle mache ich jetzt heute auch wieder meinen Cut. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Armen auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Da geht's dann weiter in die 2. Etage vom Irenicus Dungeon. Ayan Yankee.